Willkommen in unserem heutigen Thema, wie ich die Bibel lesen und verstehen kann. Und darum hocke ich heute in meinem Schaukelstuhl, weil es da ehrlich gesagt sehr bequem ist zum Bibel lesen, für meinen Alltag zu lesen. Ich habe sogar meine wirklich schon ein bisschen ältere Bibel dabei, oder? Man fühlt sich dann schon fast ein bisschen gut, wenn sie ein bisschen alt und kaputt ist, weil das zeigt ja, dass man sie sehr oft gelesen hat. Und ich mag mich erinnern an einen Moment, wo ich etwa 20 war, wo ich den Bibeltext vom 1. Timotheus 3 durchgelesen habe. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Ich mag mich gut erinnern, als ich den Text mit 20 durchgelesen habe und vielleicht da ein bisschen Kontext, Aufseherdienst. Es geht um das Pastorenamt oder um die Ältesten. Und ich habe den Text durchgelesen und habe so Häkchen gemacht. Was ich schon alles geschafft habe. Und bin natürlich zu einem Schluss gekommen, dass ich eigentlich schon sehr gut vorbereitet bin für diesen Job. Heute lese ich den Text wieder durch, auch im Schaukelstuhl. Und ich merke ehrlich gesagt, die Verantwortung und das Vorbild, das jetzt da so zum Tragen kommt, ist nicht ganz so leicht zum Tragen. Und es wird durchaus ein bisschen schwer auf den Schultern, wenn ich den Text durchlese. Und ich merke, dass das Vorbild sein im kirchlichen Leben einerseits, aber natürlich auch in meinem Alltag nicht ganz so einfach ist. Das Häkchen setzen nicht ganz so schnell passieren kann, wie ich es mit 20 den Eindruck hatte. Und darum wechsle ich über an den Bürotisch. Der Bürotisch soll heute ein bisschen symbolisieren, den Moment, wo ich anhocke. Zum Teil als Predigtvorbereitung natürlich, aber es kann auch einfach dein Bürotisch sein oder dein Moment. Das darf von mir aus auch ein Schaukelstuhl sein, wo du anhockst und die Bibel anschaust und dir überlegst, was der Bibeltext mit deinem Leben zu tun hat. Bei meinem Tisch, wenn ich eine Predigt vorbereite, hat es Kommentare zur Bibel, natürlich irgendwie Studienbücher dabei, wie das damals war. Es hat die Elbenfelder Studienbibel dabei, um die Wortanalyse zu machen. Und wenn ich mich dann ein bisschen entferne von diesen Texten und mir sage, okay, die Alltagsanwendung ist nicht im ersten Moment das Zentralste, wo ich gerade daraus herausholen muss, sondern ich beschäftige mich mit diesen Texten, dann merke ich, dass die Vorstellung doch sehr gross ist von dem Pastor, wo erwartet wird. Wenn ich die einzelnen Wörter nehme und merke, okay, es wird vielleicht in meinem Leben, oder nicht nur vielleicht, sondern es wird in meinem Leben durchaus sehr schwierig, alles im Leben immer genau so auszuführen, wie in dem Text steht. Und ich werde ehrlich zu mir selber und merke, dass ich vielleicht dieser Traumvorstellung vom Pastor nicht immer entsprechen tue. Und dass ich eigentlich jetzt da oben runterlaufen müsste, weil ich ja das Bild nicht erfülle und euch heute nichts zu sagen habe. Es gibt Momente in meinem Leben, wo es nicht das Besonnene ist, ehrlich gesagt. Wo plötzlich ein energischer, ein leidenschaftlicher Mensch auftaucht, der durchaus schon Schaden angerichtet hat, Verletzungen angerichtet hat bei meinen Mitmenschen. Ob das in der Kirche ist oder irgendwo in meinem Privatleben,
das spielt gar nicht so eine Rolle. Und es ist wichtig, den Text plötzlich nochmal in anderen Augen anzuschauen. Und ich glaube, das ist auch fair, wenn wir den Text anschauen, nicht als Pflichtenheft, so im Stil, wie ich es vorher gemacht habe. Höckli, 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 das habe ich erledigt, geschafft. Sondern ich glaube immer noch, dass der Text ein Ziel hat, eine Zielavisierung macht und uns zeigen, hey, in diese Richtung sollst du steuern als Pastor. Nicht, dass wir jetzt die Listen einfach auf die Seite tun und sagen, ja, die hat nichts mehr mit unserem Leben zu tun, sondern nein, es soll einen Einfluss haben auf mein Leben, aber vielleicht hocke ich an diesem Tisch jetzt und wird mir bewusst, dass die Gnade von Gott noch viel stärker wird eigentlich in meinem Leben, wenn ich ehrlich in mein Leben schaue und merke, dass die Liste nicht immer zu 100% in Erfüllung geht und dass ich von dieser Gnade von Gott immer wieder neu muss leben, damit ich ein Pastor sein kann, wo einer Kirche vorausgehen kann. Wie wir die Bibel lesen und verstehen können. Lesen, wie die Ruscha gesagt hat, das ist noch das eine. Lesen können wir sie alle, oder ich tue sie im Moment auch hören, weil ich eben auch in dieser Passion Group bin und merke, wenn sie immer lesen, ist es ein bisschen eintönig und es hilft einem, um sie auch ab und zu mal zu hören. Wie können wir sie denn verstehen, die Bibel? Und wir tauchen ein in das Thema Abenteuer vom Glauben. Und ich bin überzeugt, dass die einen oder anderen, die heute da innen hocken, in diesem Abenteuer vom Glauben die Bibel vielleicht auf die Seite gelegt haben. Oder nicht mehr ganz so im Zentrum steht. Ich glaube, dass ganz viele irgendwo durch anstehen in ihrem Bibellesen, so wie es mir auch ab und zu geht. Und wir die Bibel plötzlich auf die Seite legen und gar nicht mehr für unseren Alltag brauchen und gar nicht mehr so wirklich in unserem Leben integrieren. Vielleicht stehst du heute da oder hockst du besser gesagt da und sagst, für mich hat die Bibel viel zu viele Fragen aufgeworfen, die ich mir nicht beantworten konnte. Und vielleicht hat da sogar jemand gesagt, ja weißt, du musst dich einfach fokussieren auf die Texte, die du verstehst. Das andere tust du auf die Seite, weißt, das kannst du ein anderes Mal klären. Und es war für dich unbefriedigend gewesen. Und vielleicht bist du sogar da und sagst, weißt du was, das mit dem Gott ist für mich langsam ein grosses Fragezeichen, weil das mit der Bibel für dich auch nicht mehr aufgeht. Ich kenne solche Menschen, die genau mit diesen Fragen zu strugglen haben und zu kämpfen haben in ihrem Leben. Und die Bibel vielleicht auch so lesen, dass sie ja nicht den Fehler haben oder vermeidbare Fehler oder Sachen, die irgendwie Ungereimtheiten sind, dürfen aufwerfen, weil sonst die ganze Bibel ja in Frage gestellt wird. Vielleicht bist du aber auch einfach da und merkst so, wenn du die Bibel in diesem Schaukelstuhl liest, bei dir hat es aufgehört mit dieser Alltagsanwendung. Es hat irgendwie nichts mehr mit deinem alltäglichen Leben zu tun. Du kannst es nicht mehr greifbar machen für dein Leben. Und du hast sie auf die Seite gelegt und sie ist zwar noch in deinem Bücherregal, vermutlich sogar 3, 4 Bibeln in deinem Bücherregal, aber keine brauchst du mehr. Ich glaube, die Bibel ist ein enorm wertvolles Buch und ich versuche heute, euch mitzunehmen auf den Weg. Aber sie kann uns eben auch an den Punkt führen, wo sie ein Hindernis sein kann. Der Andy Stanley hat einmal gesagt, wenn eine spezifische Perspektive von der Art und Weise, wie wir die Bibel verstehen, wie wir sie gelehrt bekommen haben, uns hindert, zum die Bibel zu lesen, kann sie, besser gesagt, wenn die Art und Weise uns eigentlich dazu bringt, dass wir eigentlich am Schluss an dem Punkt landen, dass wir gar nicht mehr an den Gott glauben können, weil die Lehre uns so fixiert auf das. Ich habe sehr viele Freunde, ehrlich gesagt, die genau das erlebt haben. Fragen an die Texte hatten und mittlerweile nichts mehr mit dem Glauben am Hut haben.
weil sie nicht haben dürfen Fragen stellen. Und es bedauert mich ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass die Bibel eigentlich nach wie vor mega viel zu sagen hat. Aber wir dürfen sie und wir müssen sie für die heutige Zeit anschauen und schauen, wie dass wir sie anwenden für unseren Glauben. Und ich glaube, in der Vergangenheit haben wir manchmal in diesem Bild vom Kompass geredet, den Nordpol, plötzlich die Bibel zum Nordpol gemacht, anstatt dass Jesus Christus unser Nordpol bleibt. Und wir haben alles nur noch darauf ausgerichtet, dass für uns die Bibel einfach passt und richtig ist und verpasst dabei, dass eigentlich Jesus Christus das Zentrum ist von unserem Glauben und nicht die Bibel. Ich weiß, das löst jetzt gerade Ängste aus, Fragen aus und vielleicht auch in dir den Gedanken, ja, dann werden wir jetzt wischiwaschi und wir relativieren einfach alles. Ich wollte dich mitnehmen auf den Weg, wie können wir die Bibel auch heute noch sehr griffig für uns verstehen und das Navigationsinstrument für uns nicht einfach auf die Seite legen, sondern griffig behalten. Die Bibel ist ein antikes Buch, das ist klar. Es sind antike Texte, eine Sammlung von antiken Texten und die Kanonisierung, also die Zusammenstellung von dem Buch, das hat eine Zeit gebraucht. Und wir wissen, dass 200 vor Christus mal das Alte Testament in der herkömmlichen Zusammenfassung eigentlich mehr oder weniger da war, aber erst 70 nach Christus mal das Alte Testament als Gesamt so anerkannt worden ist. Und der Paulus, wo man sehr oft davon hört, schreibt im 2. Timotheus 3,16: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also die Schrift hat einen wichtigen Bestandteil in unserem Leben. Das sagt der Paulus. Der Paulus redet aber vom Alten Testament, weil er ist ja gerade Schreiber vom Neuen Testament und hat keine Ahnung davon, dass man nachher seine Wort eigentlich zu der Bibel hinzufügen tut. Das Neue Testament ist ein Prozess, der erst 367 nach Christus passiert. Dort der ganze Prozess passiert, wo man eigentlich die Bibel zusammensetzt und all die Briefe zum Kanon bilden lässt. Und dort haben 3 zentrale Faktoren eine Rolle gespielt. Das erste ist, es musste ein Apostel als Verfasser da sein oder vom Apostel eigentlich autorisiert worden sein, der Brief. Das Zweite ist, es hat der Orthodoxie entsprechen, das heisst der allgemeinen Lehre von dazumals. Und das Dritte, es hat die Ausbreitung gebraucht in den damaligen Gottesdiensten, wo dazumals geherrscht haben, in dieser Zeit vom 4. Jahrhundert und natürlich zurück zu Jesus. Ein Kirchenvater hat mal gesagt, nicht die Verschiedenheit eigentlich von diesen verschiedenen Evangelien zum Beispiel, dass sie alle unterschiedliche Blickwinkel hatten und eben auch, dass sie zum Teil unterschiedliche Zeit- und Ortangaben machen, macht die Bibel gerade darum erst richtig glaubwürdig. Sie macht sie darum glaubwürdig, weil die nicht voneinander abgeschrieben haben und einfach das Gleiche geschrieben haben, sondern weil sie eigentlich gerade unterschiedliche Perspektiven hatten, wird die Bibel glaubwürdiger. Also wir haben ein Buch, das glaubwürdig ist und wo wir daran festheben und wo wichtig ist für unser Leben. Aber, und da komme ich zurück an unseren Bürotisch zurück, es ist ein antikes Buch. Ich habe ein bisschen eine Erinnerung für die einen, die mögen sich noch erinnern. Im letzten Jahr haben wir die Serie gehabt, wo es darum gegangen ist, wie können wir die Bibel richtig verstehen oder besser verstehen. Und dort haben wir genau über so Sachen geredet, dass man eben den Kontext mit einbeziehen muss, dass man schauen muss, wie sind die Texte geschrieben gewesen, was für Absichten hat der Schreiber gehabt.
Und wir nehmen die Bibel genau dann eigentlich auch für voll, wenn wir diese Fragen stellen. Das dürfen wir machen. Wir dürfen die Fragen an den Text stellen und das vertreibt unsere Bibel auch. Sie zergeht nicht, wenn wir Fragen stellen, sondern sie wird erst recht dann nochmal viel lebendiger, glaube ich. Aber es ist auch wichtig, dass wir sie nicht einfach auf die Seite tun und auf die Seite legen, weil wir überfordert sind mit diesen herausfordernden Texten und die einfach ausblenden wollen. Der zweite Fakt: Die Bibel ist inspiriert. Sie ist inspiriert und das ist der Text, wo wir jetzt vorher gerade zusammengelesen haben. Der 2. Timotheus sagt dort, sie ist von Gott eingegeben. Andere Übersetzungen sagen eingehaucht oder einfach eben eingegeben. Ich habe mich nochmal in der Vorbereitung sehr intensiv mit diesen unterschiedlichen Art und Weisen, wie man eben die Bibel verstehen kann, auseinandergesetzt und gemerkt, es ist ehrlich gesagt ein verbitterter Kampf manchmal. Ein verbitterter Kampf, wie man eben die Bibel richtig versteht. Und der eine und der andere Theologe versucht am anderen zu sagen, dass er es gerade eben falsch versteht. Ich glaube, wichtig für uns ist, nicht die biblisch-schriftlichen Dokumente sind das grundlegendste Fundament von unserem Glauben, sondern Jesus Christus ist unser Fundament. Ich glaube, das ist so ein zentraler Fakt, wo wir immer wieder ins Zentrum rücken in all unserem Bibellesen. Und dann ist genau gleich wie auch das Zitat von der Glaubensbasis von der SCA sagt, die Bibel, bestehend aus den Schriften des Alten und Neuen Testamentes, ist Offenbarung des Dreieinen Gottes. Sie ist von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und zur Lebensführung. Ja, sie ist unsere Richtschnur im Leben. Sie soll uns helfen in unserem Leben. Sie soll der Moment sein, wo ich in dem Schaukelstuhl drinnen hocken und sie kann lesen und sie soll für mein Leben, für mein persönliches Leben am Schluss wegweisend sein. Und sie hilft uns in dieser Landschaft, uns zurechtzufinden. Sie hilft uns in diesem Abenteuer vom Glauben, uns zurechtzufinden. Aber es ist keine Ansammlung von systematischen Dogmen, wo man irgendwie, wie ich die Liste jetzt vorher abgelesen habe, könnte einfach irgendwie sagen, so und so und so ist es, sondern wir müssen sie genauer anschauen. Und in diesem genauer anschauen und vor allem auch, wenn man die ganze Bibel anschaut, glaube ich, wird eins immer wieder deutlich. Und das liebe ich gerade jetzt auch in dieser Passion Group wieder zu erleben, wenn ich die Bibel mal als Gesamtes wieder ganz durchlese. Die Bibel berichtet uns von einem Gott, der eine unglaubliche Sehnsucht hat, um diesen Menschen zu begegnen. Eine unglaubliche Sehnsucht hat, um die Beziehung mit den Menschen zu wiederherstellen. Die ganzheitliche Story von Gott in dieser Bibel zeigt immer wieder auf, dass wir dem Gott vertrauen dürfen. Dass der Gott ein unglaublicher Gott ist, wo sein Herz immer wieder neu uns verschenkt und sagt, ich glaube immer noch weiter an uns. Und das ist das Zentrale von dieser Bibel. Nicht irgendwelche Detailfragen, nicht ein Regelwerk, nicht eine Betriebsanleitung, dass ich da meine Bibeln aufschlagen kann und alles kann richtig machen im Leben, weil ich alles genau so mache im Leben, wie es in der Bibel steht. Weil das machen wir ehrlich gesagt alle nicht. Sondern, dass sie uns an den Herzschlag von Jesus anführt. Dass sie uns ins Zentrum von dem Gott anführt. Und dann gibt es Spannungen in dieser Alltagsanwendung. Dann gibt es Momente, wo es schwierig wird, jeden Bibeltext in meinen Alltag anwenden. Dann gibt es Momente, wo ich die Alttestament-Texte durchlese und denke, was soll jetzt das wieder in meinem Glauben? Aber wenn ich die rote Linie sehe in dieser Bibel,
dann macht sie mir den Gott lieb. Dann wird deutlich, dass der Gott nicht aufgibt, egal was du für ein Leben führst, um mit dir eine Beziehung zu führen. Und das ist das Zentrum dieser Bibel. Nicht, dass wir darüber diskutieren müssen, was richtig und falsch ist. Ob der eine richtig oder falsch ist. Ob der andere jetzt gerade noch auf dem Weg ist oder nicht. Wie können wir jetzt umgehen mit dieser Bibel? Die Bibel hat ein Zentrum und das ist Christus. Und je mehr, dass wir die Bibel studieren, und das finde ich das Unglaubliche, wir haben das Fach in der Theologie gehabt, das heisst, alle Texte weisen auf den Christus hin. Und das ist unglaublich, wenn du diesen Schatz entdecken kannst. Alles in dieser Bibel weist auf das eine Ereignis hin. Jesus Christus, der für dich gestorben ist und auferweckt worden ist. Das ist der zentrale Punkt in dieser Bibel. Dass wir sein Wesen studieren in unserem Leben. Der Paulus sagt das selber, 1. Korinther 15, Vers 14, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wenn das nicht das Zentrum ist, der Paulus, die Predigt ist notabene jetzt gerade in der Bibel, wo er eigentlich darüber predigt, sagt, meine Predigt, die ist vergeben, wenn Jesus Christus nicht auferstanden und auferweckt worden ist. Das ist das Zentrum. An dem müssen wir uns festhalten, dass der Jesus eine historische Person ist, wo es in den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes immer wieder berichtet wird, wie er gelebt hat, wie das wahre Wort lebendig geworden ist, auf die Erde gekommen ist, greifbar geworden ist für uns und alles auf den Moment vom Kreuz hindeutet. Unser Glaube hängt von dem Moment ab, dass wir an dem Christus festhalten. In unserem Abenteuer vom Glauben, da gibt es unsicheres Gelände. Da bist du unterwegs. Und da gibt es Momente in deinem Leben, wo es herausfordernd wird, das Gelände unsicher wird. Und ich finde das eigentlich ein mega schönes Bild, oder? Der Dani hat uns ganz am Anfang von der Serie mitgenommen mit dem Kompass, wo wichtig ist zum Haben im Leben. Der Kompass, wo ganz klar ausgerichtet ist auf den Jesus. Und wenn du die Karte, die Bibel aufschlägst, dann hilft sie dir, dann gibt sie dir den Weg. Aber jeder, der mal eine Karte aufgeschlagen hat und sie war ein bisschen veraltet, der weiss auch, dass es durchaus mal sein kann, dass plötzlich Gebüsch, vielleicht ein Murgang stattgefunden hat, plötzlich Stein oder das Wägli mal ein bisschen anders durchgeht. Und das ist normal. Und es bringt ehrlich gesagt nichts damit, wenn du nachher das Gefühl hast, wenn du beim Steinsturz angelangt bist, ja, der Weg ist jetzt genau da durch und ich muss genau da durchlaufen. Und felsenfest davon überzogen bist, es gibt keinen anderen Weg, sondern es ist dran, zum Wege zu finden mit dieser Karte, die du hast. Und was genial ist, die Karte zeigt wunderbare Höhenkurven auf. Und jeder, der ein bisschen besser sich auskennt mit diesen Höhenkurven, der weiss, die Höhenkurven, die verändern sich nicht. Also da muss dann schon ganz viel passieren, dass sich Höhenkurven verändern. Und ich finde, die Höhenkurven sind genau das, was ich vorher gesagt habe. Die ganzheitliche Story. Nicht einen einzelnen Blickwinkel in einer einzelnen Bibelstelle, sondern die gesamtheitlichen Themen, die die Bibel immer und immer wieder zum Tragen bringt. Und denen zu begegnen, das ist das Entscheidende für unser Leben. Und dort nicht rechthaberisch darauf zu schauen, ob ich es jetzt genau verstanden habe, sondern zu anerkennen, dass, wenn ich die Karten aufschlage, dass sich vielleicht auch gewisse Sachen geändert haben. Ich komme zum Schluss und will nochmal da über in den Schaukelstuhl wechseln. Und ich will so 2 Menschengruppen ansprechen.
Die erste Gruppe, die da ist und vielleicht, wie ich am Anfang gesagt habe, den Umgang mit der Bibel herausfordernd findet und sagt, weisst du was, ich habe sie auf die Seite gelegt. Das hat für meinen Alltag nichts mehr zu tun. Ich finde es schwierig. Die Gewalttexte haben mich am Ende vom Glauben gebracht. Ich kann nichts mehr mit dem anfangen. Es ist für mich nur moralische Appell, die da formuliert werden. Meine Fragen sind nicht geklärt worden, es sind immer noch mehr auftaucht. Und mein Gottesbild ist vielleicht sogar zerstört worden. Du hast es vielleicht als Regelbuch gelesen und so vermittelt bekommen in deinem Erwachsenwerden. Und das erscheint dir ehrlich gesagt nur noch langweilig. Dann wollte ich dich nochmal ermutigen, um das Buch nochmal führen zu holen. Nochmal neu anfangen zu lesen und vielleicht nicht mit dem Blick, dass du alles in jedem Detail sofort musst verstehen, sondern einfach mal drinnen anfangen zu lesen und die ganzheitliche Story mal wahrnimmst. Und ich glaube so fest, dass Jesus uns dann einmal lieb wird und dass Gottes Herzschlag in dieser Bibel dann einmal neu sichtbar wird. Ich habe gerade in den letzten Wochen die Sprüche durchlesen und es ist nur ein einzelner Satz gewesen: Wer den Armen unterdrückt, verhöhnt dessen Schöpfer. Und der Bibeltext hat irgendwie, das ist ein Wort gewesen. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt den 7 Monate am Bibel lesen und es hat eigentlich sehr wenig Alltagsanwendung gehabt. Aber das einzelne Wort hat mich in den letzten Wochen einmal zum Nachdenken bewegt. Und eigentlich langt das, wenn es nicht jeden Tag gerade eine Alltagsanwendung beinhaltet, sondern dich einfach mal wieder ein Wort zum Nachdenken bewegt und das mitnimmst und an dich herankommen lässt. Gottes Sehnsucht wird in dieser Bibel immer und immer wieder wahr und sie ist so zentral, um auch in unserem Glaubensleben nächsten Schritt, so einen Next Step zu machen. Ich will noch überwechseln zum zweiten Punkt. Für die Menschen, die vielleicht da hocken und sagen, also ich verstehe die Bibel ja richtig. Vielleicht sagst du auch nicht, du verstehst sie richtig, sondern der Pastor, den du amigs zuhörst, der tut eben die Bibel noch richtig auslegen. Dann wollte ich dich herausfordern, dich zu hinterfragen und zu sagen, wo bist du vielleicht festgefahren? Wo hast du vielleicht Halt versucht zu finden in diesem Bibelwort und nicht in Jesus Christus? Halt versucht zu finden in einer Betriebsanleitung, dass du, wie ich am Anfang gesagt habe, alles richtig kannst abhökeln und dann bist du der richtige Christ. Und dabei hast du eigentlich vergessen, dass das Evangelium und die Gnadenbotschaft, dass du nicht ganz wirst schaffen, aus dem Blick verloren hast. Wo musst du dich nochmal aufmachen und die Bibel vielleicht nochmal neu kennenlernen? Wo ist vielleicht die Bibel, die für dich ein Hindernis geworden ist, vielleicht sogar zu dem Gott durchzudringen? Oder für andere Menschen in deinem Umfeld zum Hindernis geworden, zu Gott durchzudringen? Weil deine Art von Bibelauslegung gar nichts anderes zulässt. Wir glauben daran, dass die Bibel immer noch ein Buch ist, das glaubensvoll, vertrauensvoll uns helfen kann in diesem Glaubensleben. Wir glauben aber auch, dass es wichtig ist, um solche Sachen führen zu holen, eine Studienbibel mal führen zu holen, die Texte zu studieren, auszulegen, anzuwenden, erst dann, wenn wir es genau angeschaut haben und so auch eine Breite bekommen, um andere Menschen stehen lassen, in ihrer Art, wie sie die Bibel verstehen.
das lässt es zu in meinem Glaubensleben, dass ich mit Spannungen drum einfacher umgehen kann. Weil ich ein Wort kann auslegen kann, weil ich die Spannungen in der Bibel anschauen darf und sehe in der Bibel, ohne dass ich Angst muss haben, dass das eine oder andere jetzt gerade meinen Glauben zerstört. Ich weiss, das ist herausfordernd und du denkst jetzt vielleicht, ja, also das kann ja nicht jeder in seinem Alltag immer so machen und es sind ja nicht alles Pastoren, die noch 5, 6 Bücher haben und so. Das musst du auch nicht. Aber du kannst dich auf den Weg machen. Mal eine Studienbibel zum Beispiel kaufen, in die Breite zu gehen. Passion Group ist ein mega gutes Tool, um die Art und Weise vom Denken auch ein bisschen kennenzulernen und näher an das heranzurutschen. Ich will beten zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du eine unglaubliche Sehnsucht hast nach uns. Und das ist das, was die Bibel uns erzählt davon. Die Sehnsucht, die du hast, um zu uns durchzudringen. Ich danke dir, dass die Bibel uns hilft dabei, um immer wieder zu dem Herz durchzudringen, dich zu verstehen, dein Herz, deine Gedanken zu verstehen über unser Leben. Ich danke dir, dass du uns begleitest und dass du es auch liebst, die beiden Arten vom Bibellesen. Die einfache Art, wo einfach ein Bibelwort in unseren Alltag hineinrutschen kann und es verändert alles. Aber auch das andere, dein Bibelwort genauer anschauen und zu überlegen, was es könnte für uns in der heutigen Zeit bedeuten. Ich danke dir für all das, was du uns in dieser Bibel geschenkt hast. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder überführst, dort, wo wir rechthaberisch werden, gerade im Umgang mit der Bibel, dass wir dort dürfen dich, Jesus, wieder neu entdecken und finden.